Willkommen zurück bei Retrocast. Habe ich auf meiner Switch. Also wisst ihr jetzt schon, dass Pokémon Snap sich nochmal ein bisschen verzögern, weil ich halt noch nicht dazu gekommen bin, um dort die finale Folge aufzunehmen. Gut, wir sind stehen geblieben da beim Mahjong, Matt. Dann haben wir Final Fantasy. Ja, da ist mit den Zahlen, gell? 6, glaub. Sicher bin ich mir nicht, ich habe die römischen Zahlen nicht aus dem Griff. Final Fantasy haben wir eigentlich alle mal wollen, nachholen, weil ich bin ein riesiger Fan vom nächsten Teil da, nämlich von Final Fantasy X. Das habe ich auch durchgespielt. Final Fantasy X2 habe ich leider nie durchgespielt, liegt auch noch. Müsste ich auch mal noch nachholen, wie einen ganzen Haufen andere Final Fantasy Teile, die ich eigentlich nicht wirklich durchgespielt habe, aber ich habe wirklich, weil es Final Fantasy X halt das erste Final Fantasy war, das ich durchgespielt habe, ist halt da bei mir top gerankt. Und die anderen kommen ein bisschen hinten an. Ich weiss, das sieht bei anderen, oder bei vielen von euch anders aus. Darum ist das Ganze auch ziemlich subjektiv. Aber eigentlich möchte ich euch ja wirklich nur einfach mal zeigen, was dass ich da alles auf meiner Switch habe, weil ich halt irgendwie eine alternative kurze Folge brauche. Darum ist das Ganze auch umgescriptet und teilweise verspreche ich mich halt und möchte mich gerade schon entschuldigen an dieser Stelle für das. Aber ja, wer sich da will antun, der wird sich's antun und die anderen halt nicht. Ganz einfach. Den Fire Emblem Three Houses habe ich einmal angespielt. Bin ich ein Strategiespieler, wegen der Reihe Age of Empire. Three Houses ist halt nochmal ein bisschen anders, nochmal ein bisschen kleiner. Ja, ich bin nicht so wirklich warm geworden. Es gibt einmal auf einmal wieder eine Phase, so alle 4-5 Jahre, wo ich wirklich mich wieder mal richtig in so ein Spiel einlehnen kann. Im Fire Emblem hat's der Funke irgendwie nicht übergeschwappt und der Zeitpunkt hat halt irgendwie auch nicht ganz so passen. Denn Gun Gale oder Gal 2 ist ein Erotik-Light-Gun-Shooter, so quasi. Hat mich einfach mal Wunder genommen, wie der ist. Habe auch nicht allzu viel gespielt, ist nicht unbedingt meins. Aber, ja, hat mich einfach mal Wunder genommen. Den Gears Club Ultimate ist einer der ersten Racer gewesen, der mehr oder weniger rausgekommen ist auf der Switch. Habe ich auch durchgespielt. Habe ich auch gar nicht so schlecht gefunden. Am Anfang hat es auch relativ viele Leute online gehabt, da hat er mit der Zeit abgenommen. Ich glaube, im Moment findet er fast niemand mehr zum Online-Spielen. Den Gears Club 2 habe ich mal gekauft als Download, da gesehen ihr, da habe ich kein Kästchen dran. Das Gears Club 1, da habe ich physisch, da habe ich nur digital. Habe ich aber nicht durchgespielt, habe aber sicher auch schon ein paar Stunden drin versenkt, weil eben, ich spiele noch gern so. Racer zwischen Türen muss man nicht allzu viel studieren. Dann, wie sagst du da, Hidden True Time, das ist ähnlich wie Hidden Falls, das ich euch ja schon mal vorgestellt habe. Das ist so ein Wimmelbild, wo man halt gewisse Sachen suchen muss. Man kommt einen Hinweis über und mit dem Hinweis sollte man dann eigentlich noch ungefähr wissen, was das gemeint ist und dann muss man da antippen gehen. Ganz lustig gemacht, ist halt auch für zwischendrin mal, darum Hidden Falls haben wir gerade auch schon so angesprochen, ist auch eins, das ist eigentlich das erste Spiel in dieser Art, wo ich gespielt habe, und da ist irgendwie so ein halbwegs ein Nachfolger, sind aber glaube ich nicht die gleichen Entwickler. Da ist einfach noch farbig, darum hat es mir ein bisschen besser gefallen, aber auch Seidenfolge sonst an sich, wenn man so Wimmelbild Sachen und ein bisschen auf Suche steht, dann sicher nichts Falsches. Denn Guise habe ich nicht ganz durchgespielt, ich würde sagen etwa zu 3/4. Ist ein Indie-Titel, ist ganz gut gemacht, ist wie es vom Genre her, wie es das jetzt nicht ist, ja, wahrscheinlich ist es so Jumpen, ja, und Jump'n'Run ist es wahrscheinlich, ja, ist schwierig zu sagen. Ist auf jeden Fall gut, ist ein Indie-Titel. Habe ich auch mal reinschauen. Habe es noch nicht ganz durchgespielt. Vielleicht hole ich es irgendwann einmal noch nach. Ah, stimmt, genau, da ist da gewesen, hat angefangen, der erste Joy-Con bei meiner Switch, hat angefangen zu spielen dort, und dann hat man den Spielspaß halt irgendwann abgestellt, und haben mich irgendwann nicht mehr durchkämpfen, weil ich den Drift hatte, vom Joystick. Ja, mittlerweile habe ich neu gekauft, also, ja. Man könnte es sicher wieder mal ausprobieren. Grip ist auch ein Racer, bin ich aber nicht wirklich warm geworden damit, also schlecht ist er nicht, hat mir eigentlich optisch und alles hat mir gefallen, aber ja, ich glaube nach Gears Club ist bei mir die Racer-Zeit mal wieder vorbei gewesen, und darum, ja. Dann, Gonja Fighter ist ähnlich wie Bang Beats
ja, ist auf jeden Fall ganz ein cooles Spiele. Das sind irgendwie auch zu viert auf einer Map, könnt ihr euch gegenseitig abschlagen und müsst euch abwerfen oder so. Ist auch witzig für Zwischentüren, aber hat mich jetzt auch nicht so auf den Socken gehauen, habe ich auch mal gekauft, als Aktion war. Go Vacation, habe ich auch noch kurz angespielt, ist nicht unbedingt meins, ist ein Port von der Wii, glaub. Und ja, ist ein bisschen sehr entschleunigt. Sicher, man hat ein bisschen etwas, wo man kann entdecken kann, mit den ganzen verschiedenen Sportarten und, ja, aber hat mir ehrlich gesagt gerade überhaupt, ja, hat mir nicht wirklich gefallen, auch optisch, grafisch und ich glaube, ich habe es zum Vollpreis sogar gekauft und dann hat es mir irgendwie abgelöscht für das, was du da überkommst, aber sei es drum. Dann, Hiragana Pixel Party, da bin ich kurz einmal in die japanische Schule gegangen, weil ich dachte, ein bisschen Japanisch könnte man lernen. Zeichen, die habe ich mal können. Mittlerweile habe ich glaub, wieder einen Haufen verlernt und ich glaube, vorstellen könnte ich mich gerade noch knapp auf Japanisch. Viel mehr kann ich da natürlich auch nicht. Aber da ist so quasi als Lernhilfe, habe ich das Spiel mal gefunden und dachte, ja gut, kannst du ja mal abladen. Schadet das sicher nicht. I Am Setsuna habe ich auch nur digital. Das war eines der ersten Spiele von Square Enix, wo auf Switch gekommen ist. Ist auch so ein JRPG, ist nicht schlecht gemacht. Habe auch schon ein paar Stunden drin versenkt, aber ich würde sagen, ich bin glaube noch nicht über ein Viertel aus. Ja. I and Me ist ein Puzzler, wo er eigentlich, wie es schon heisst, ich und ich, also hat dann da eigentlich zwei Kätzchen steuern gleichzeitig, was ziemlich tricky kann machen an gewissen Situationen. Ich würde sagen, da bin ich über der Hälfte bin ich, aber wirklich durchgespielt. Aber hat, den Drive habe ich irgendwie nicht gehabt, um mich da richtig einfuchsen. Den Immortal Phoenix Rising ist ganz ein gutes Spiel, finde ich, auch wenn es von Ubisoft ist. Ist ein Zelda-Klon, also Breath of the Wild-Klon, ein bisschen, hat sehr viel Element aus dem Spiel drin, hat mir eigentlich sehr gut gefallen, habe es auch durchgespielt, DLCs dazu nicht, aber ja, ich habe jetzt kein schlechtes Spiel gefunden, es hat mir wirklich eigentlich Spass gemacht. Es ist ja auch angekreidet worden, dass man irgendwo auf einen Aussichtsturm kann und dann irgendwie alles markieren. Da habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen, ich bin einfach rumgelaufen und das Zeug selber erkundet, so macht es wahrscheinlich auch viel mehr Spass. Wenn man die Suchoption dann natürlich nutzt, dann, ja, kann man schon vorstellen, dass der Spielspaß wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt ist beim einen oder anderen. Infinity Minigolf ist auch eines der ersten Spiele gewesen, wo rausgekommen, wo digital verfügbar war, ist für die Switch und ist auch ein Spiel, das spiele ich wahrscheinlich im Monat 1-2 Mal spiele ich. Bin nicht ganz teuer, ich habe nicht wirklich alle Bahnen habe ich schon gespielt, aber nicht auf der schwersten Stufe. Kids Coloring Farm, da habe ich wegen dem Kleinen gekauft. Dann hat er da eine Alternative zum iPad und kann da ein bisschen rummalen gehen. Hat auch nicht allzu viel, ich glaube auch gerade Aktion gesehen, die irgendwie 3 Franken gekostet oder so. Und vergleichbare andere Titel zahlst du einen Haufen mehr Geld. Aber ja, halt eben, wenn es in Aktion ist, sonst ist es auch eher ein bisschen teurer. Den Mantis Burn Racing ist ein Top-Down Racer, also ihr schaut eigentlich quasi von oben ab auf euer Kerli, so wie Micro Machines. Hat, glaub, relativ viel Inhalt, aber ich bin da, ja auch ein paar Stunden habe ich gespielt, aber allzu viel auch nicht, habe ich auch mal gekauft, was Aktion war. Wäre aber noch cool, macht eigentlich noch Spass. Und da werde ich sicher auch weiterhin mal noch ein bisschen mehr spielen. Denn Last for Darkness ist wieder ein Spiel für Erwachsene, eher. Ja, etwa zur Hälfte habe ich es gespielt, nachher habe ich abgehängt. Ja, schlecht gemacht ist es nicht, aber ist jetzt nicht unbedingt meins. Denn Lumo ist auch wieder so ein Puzzler, damit sind auf einer Welt so 2,5 3D-mäßig, also nicht ganz frei, aber ja, ist auch nicht schlecht gemacht. Ich habe eigentlich noch gern so Rätselspiele zwischendurch, ich habe auch ein paar Stunden habe ich schon gespielt, aber es hat mich irgendwie auch nicht ganz so gepackt. Luigi's Mansion 3, da muss ich auch zu meiner Chance sagen, da habe ich auch noch nicht durchgespielt. Weiss gar nicht, wie weit ich bin. Ja, ich glaube, in der Hälfte bin ich noch nicht, aber da ist sicher auch ein Spiel, wo ich irgendwann mal noch richtig nachholen werde. Es ist schön gemacht und alles, aber bin zu diesem Zeitpunkt halt auch nicht wirklich warm geworden.
Lego Worlds, da habe ich eigentlich auch nur angespielt. Ich glaube, da können wir ganz viele Stunden drin versenken. Ich glaube, das Tutorial habe ich durchgespielt und viel mehr nicht. Wäre sicher wieder mal ein Versuch wert, ist so ein bisschen Minecraft-Klon. Kirby Star Allies, das ist das Jump'n'Run, wo man das vierte spielen kann, ist eher einfacher. Ich glaube, meine Frau hat es durchgespielt, die nicht ganz. Macht aber durchaus Spass, also muss ich sagen, ist noch witzig gemacht. Dann, Mario Rabbids Kingdom Battle ist eins von den ersten Spielen gewesen, die ich wirklich durchgespielt habe auf der Switch. Hat mir ganz gut gefallen, ist ähnlich, strategiemäßig aber ähnlich wie Fire Emblem, darum habe ich gedacht, ich probiere das Fire Emblem auch wieder. Aber vielleicht habe ich mit dem Mario Rabbids fast schon ein bisschen genug gehabt von dem Ganzen, darum bin ich dann wahrscheinlich mit dem Fire Emblem nicht so ganz warm geworden damit. Aber es ist ganz ein gutes Spiel, ich freue mich natürlich auf den Nachfolger, der dann kommt im 2022, ich weiss jetzt gerade den Namen nicht, kommt mir gar nicht in den Sinn. Aber das ist ganz sicher ein Spiel, das ich dort auch wieder kaufen werde. Es gibt da noch so Master, da habe ich sogar den DLC und da habe ich auch durchgespielt, bis auf die Master-Aufgabe, dort habe ich, ich glaube die Hälfte, nein, ein bisschen mehr als die Hälfte nicht gemacht, aber, ja. Da musst du einfach im Spiel und im Gameplay drin sein, da musst du ein paar Stunden gespielt haben, dass die wirklich an die extremen Herausforderungen darfst anwagen oder kannst anwagen. Wenn du einfach mal, ich sage jetzt böse gesagt, ein halbes Jahr nicht mehr gespielt hast und nachher das Gefühl hast, kannst du dich an so einer Herausforderung annehmen, ja, dann bist du falsch gewickelt. Dann Mario Golf Super Rush bin ich ehrlich gesagt enttäuscht. Ich bin ein riesiger Mario Golf Fan, vor allem Mario Golf auf dem 64 und das Mario Golf auf dem Gamecube habe ich geliebt. Aber da auf dem 3DS ist ganz okay gewesen, weil es eben etwa die gleiche Mechanik noch hatte. Und im Super Rush, da werde ich nicht warm damit. Frage mich nicht wieso. Ich finde es schade, was da aus der Serie machen. Es hat einen Haufen spannende Ansätze, aber es hat, glaube ich, mittlerweile auch ein paar Patches gegeben und, glaube ich, mittlerweile kann man auch online spielen. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Müsste ich vielleicht dann mal noch, vielleicht werde ich ja gleich mal noch wieder warm mit Mario Golf. Dann, Must-Have, wo man einfach muss auf der Switch, auch wenn es ein Port ist von der Wii U. Das Mario Kart 8 Deluxe ist auch das meistverkaufteste Spiel für die Switch. Und für das, dass eigentlich noch ein Port ist, da macht Nintendo einen Haufen Geld mit dem. Dann, Mavunas ist ganz simpel gehalten und bös gesagt etwas Ähnliches wie Mario Party, halt einfach ohne gross, glaube Spielbrett jetzt nicht gross, aber halt einfach ein Haufen Minispiel, kann man online spielen. Ist auch etwa nochmal eine Aktion, wo du es, glaube für knapp einen Franken oder darunter überkommst, darum haben wir es mal gekauft und die geschaut, die ist sicher nicht schlecht. Mega Man Legacy Collection, da sind die Mega Man die ersten drin, glaube 1 bis 6. Auf der NES haben wir dort mal nur das 3 gehabt und das 3 habe ich mal durchgespielt, ist aber schon eine Weile her. Das 1 habe ich mittlerweile auch mal durchgespielt und die anderen, die dann einfach mal reingeschaut und schon gleich auch schon ein paar Stunden drin versenkt, aber halt nicht wirklich durchgespielt. Dann Mega Man Legacy Collection 2, ich glaube, da sind dann vor allem nachher die X-Teile drauf, wo vor allem auf dem Super Nintendo gekommen sind. Mit denen werde ich irgendwie nicht so ganz warm. Ich weiss nicht wieso. Und ich habe es da auch nur digital, hätte es eigentlich lieber physisch, aber ja, ist jetzt halt wie es ist. Mega Man, ich glaube, da muss ich nicht viel sagen, die meisten wissen, was da ist. Macht durchaus Spass zwischendrin mal, ist halt sehr repetitiv, man muss halt Level ein bisschen auswendig lernen, dass man mal weiterkommt und ja, wenn man der Typ dafür ist, dann sicher gut, und wenn man halt nicht so der Typ dafür ist, dann hat man Pech gehabt. Dann sollte man halt die Finger davon lassen, eher. Dem Moto Racer 4 ist TÜV-Rennspiele. Habe ich auch gekauft, was Aktion war. Ist sehr gut gemacht, das hat mir gefallen. Habe noch nicht so viel Stunden investiert, aber ist durchaus ein Spiel für zwischendrin, wo ich auch einfach mal, wenn ich wieder mal da ein bisschen durchschaue, ja, und halt einfach wieder mal eine Runde 2 spielen und dann lege ich es halt wieder auf die Seite. Das Mohun Remake ist gut gelöst, eigentlich im Touchscreen-Modus. Mein Mohun wisst ihr, wenn der Türchen abschiessen, ist so wie ein Light-Gun-Shooter. Und mit dem Touchscreen könnt ihr einfach mit dem Finger drauf tippen und dann sind auch relativ schnell. Wenn ihr so mal am Fernsehen spielen wollt, dann wenn ihr mit dem Joystick spielt und das ist unspielbar.
Dort wäre es halt schon geil oder cool, wenn man, so wie bei der Wii, so Wii-Motion hat, wo man könnte auf den Fernseher zielen, aber ja, gibt's leider nicht. Oder vielleicht hat man so einen Patch oder gibt einen Download dafür, aber ich glaube eher nicht. Monster Hunter Rise, da habe ich auch nur angespielt. Die ersten paar Quests habe ich gemacht, aber viel mehr auch nicht. Ist sicher auch ein Spiel, das ich irgendwann einmal noch möchte nachholen. Dann Monster Hunter Generations Ultimate habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht angespielt. Da müsste ich eben mal noch nachholen, aber ich weiss eben, dass Monster Hunter Serien sind meistens auch Spiele, die ziemlich viele Stunden fressen. Darum habe ich es im Moment halt eher ein bisschen auf der Seite lassen. Und nachher natürlich noch Minecraft. Die beiden Downloads, einmal Switch Edition und einmal die normale Edition. Minecraft, ja, muss man sagen, zwischendrin halt, wenn du mal so einen Abend lang einfach Zeit hast, mal wieder ein bisschen Klötzchen bauen, das macht durchaus Spass, ein bisschen die Welt erkunden. Man kann natürlich noch einen Haufen mehr machen. Dann, kann man machen, nochmal eine Reihe. Dann haben wir da Necropara Volume 1, das ist auch so eher Erwachsenenspiele, das ist ein bisschen sexuell angehaucht, hat mich einfach mal Wunder genommen, haben wir reingeschaut, aber ich glaube, wir haben eine halbe Stunde gespielt oder so, wenn überhaupt. New Pokémon Snap, da bin ich im Moment dran, zum Nachholen, damit ich dann irgendwann mal das Finale machen kann, weil wenn man ja die Aufnahme crasht ist, überragend finde ich, wenn man weiss, auf was, dass man sich reinlässt, dass halt ein Fotosimulator, so ein Railgun-Shooter ist, wo aber grafisch wirklich cool umgesetzt ist. Wenn man weiss, auf was, dass man sich reinlässt, dann wird man sicher nicht enttäuscht von dem Spiel. Super Mario U Deluxe ist auch ein Part von der Wii U. Auf der Wii U habe ich es durchgespielt, auf der Switch noch nicht. In der Switch habe ich, glaube die ersten 2 Welten durchgespielt oder so, viel mehr nicht. Ni no Kuni ist ganz ein herziges Spiel. Da ist eigentlich so quasi im Anime-Style, aber halt mit RPG-Element und relativ grosse Welt und so. Da habe ich auch noch nicht durchgespielt. Ist aber auch sicher ein Spiel, das noch auf meiner To-Do-Liste ist. Nein, Parchments, da ist auch mal Aktion gewesen, habe ich gekauft, habe ich mal reingespielt. Da wäre vor allem mehr auf Mehrplayer ausgelegt, allein macht es nicht so Spass und ich habe halt mehrheitlich allein gespielt, darum habe ich es dann halt auch noch relativ kurzer Zeit wieder auf die Seite gelegt. Denn Nintendo Entertainment System, da ist einfach die Spielsammlung da, wenn ihr den Online-Abonnent, das Online-Abo habt, dann habt ihr da einfach einen Haufen alte Spiele, die ihr nachholen vom Nintendo Entertainment System und halt für ein bisschen Retro angehauchte und Retro-Fans, wie ich es auch ein bisschen bin, ist da sicher nie etwas Verkehrtes. Dann würde ich sagen, das wär's gewesen von dieser Folge. Dann gibt's sicher mal noch einen dritten Teil. Vielen Dank, habt ihr euch Zeit genommen oder hat es euch interessiert, wenn ich da einfach so auf meiner Switch habe, wenn ich da mal so ganz grob und kurz erzähle. Ja, das wär's eigentlich gewesen. Vielen Dank. Man hört sich.